Dankeschön. Kallas, 1,5 Minuten. Herr Colman, entschuldigen Sie bitte. Vielen Dank, Herr Präsident. Wir reden über einen EU-Haushalt, der von der Kommission zunächst mit 142 Milliarden Euro entworfen war. Der Rat hat diesen Entwurf um 2 Milliarden Euro gekürzt und nun schlägt die Mehrheit des Haushaltsausschusses unseres Parlaments eine Erhöhung auf 146,4 Milliarden Euro vor, und das sind immerhin 8% mehr gegenüber dem ursprünglichen Haushalt 2014. Und dies vor einem Hintergrund von hoch und teilweise überschuldeten Mitgliedstaaten. Diese haben kein Geld, das sie für diese Erhöhungen ausgeben können. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die EU bereits Zahlungsverpflichtungen eingegangen ist im Volumen von 222 Milliarden Euro. Davon sind aktuell 23 Milliarden Euro fällig. Die Rechnungen liegen auf dem Tisch. Die EU hat aber kein Geld, diese Rechnungen zu bezahlen. Und das ist ein Skandal. Und für eine Lösung des Problems muss auch der Haushalt 2015 entsprechend gestaltet werden. Daher müssen die zulässigen Verpflichtungen so lange deutlich unter dem Zahlungshaushalt liegen, bis die Haushaltslücke geschlossen ist. Und wer sich dem verweigert, trägt dazu bei, dass die EU vertragsbrüchig wird. Tatsächlich sind in dem jetzt vorliegenden Entwurf allerdings die Verpflichtungsermächtigungen genauso hoch eingeplant wie die Zahlungen. Das bedeutet, diese Rechnung wird auch künftig nicht aufgehen. Und vor diesem Hintergrund lehnen wir, die EKR-Fraktion, diesen Haushaltsentwurf ab, weil er eben nicht zukunftsgerichtet ist, um die bestehende Haushaltslücke, die bestehenden Zahlungsprobleme zu lösen. Darüber hinaus ist es einfach auch unseres Erachtens noch nicht erreicht, dass der Haushalt tatsächlich auf die Zukunftsanforderungen ausgerichtet ist, die insbesondere bedeuten, dass man nachhaltig Wachstum fördern muss, dass man nachhaltig auch Arbeitsplätze fördern muss. Vielen Dank. Grazie.